Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und jetzt, nachdem wir Professor Chaos dingfest gemacht haben. Konzentrieren, nicht nerven lassen, von Vollpfosten und Wunder herrschen. Oder? Das war erst Phase 1. Chaos bleibt supreme. Wir müssen dich nochmal platt machen? Okay. So. Verbrecher angefurzt? Okay, er spricht nicht mit uns. Er schreibt nur irgendwas auf seinem Handy. Na gut. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenne seinen Huch, das war jetzt aber die Stimme von Stan und nicht von Er Jimmy. kennt alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor. Und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Ja, er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, es ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein. Nein. Wer ist Mitch Connor? Katniss bescheuerte Handpuppe. Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als kleine Verlobtes aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht mit scheiß fucking Connor. Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett. Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem Ustorid-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Sieht aus wie die Ich finde, er ist Merkel. eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lang war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Genau. Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Frucht. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten Ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was Sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was Sie wollen. Alter, wie schlecht. Hey du, warte Oh nee. Ist das so schlecht wie Mitch Connor? Wendy, willkommen an unserer Schule. Das Problem, von dem Coldell erzählt hat, es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Coldell mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Okay, sehr gut. Trophäe erhalten, kontrolliertes Chaos. Und so. Perfekt. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert.
Okay, aber bevor wir das machen, mag ich mich noch ein bisschen umgucken. Wiederhole, alle Kuhn-Freunde sofort zum Kuhn-Versteck. So, können wir dort irgendwie durch? Geht zum Kuhn-Versteck. Uiuiui, die sind aber schon ziemlich hart hier, die Sechsklässler. Da kommen wir nicht durch. Boah, naja, die sind schon recht stark. Doch, mit Scott Malkinson kämen wir hier durch. Da Caldwell aufgetaucht ist, muss ich den Zugangscode für das Kuhn-Versteck doppelt verschlüsseln. 529. Gut gekämpft, Kuhn and Fools. Leider wird General Disaster sich jetzt zur Ruhe setzen. Mein Kostüm ist im gelben Sack. So eine Scheiße, warum muss ich Wache schieben? Halt's Maul und schieb Wache, du Kackspast! Ich will auch mit dem Feuer spielen. Hey Mann, wo ist Jasper? Weiß nicht. Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Wir probieren es jetzt trotzdem mal gegen die zu kämpfen. Eltern sind dumm. Wahrscheinlich schaut er nur Pornos. Unterton im Anflug. So, wir probieren die jetzt mal trotzdem aus. Eine haben wir schon umkauen. Sehr Bin gut. gleich schon noch, Mizis. Und nur noch gegen Vierer mit Kampfvorteil. Besiege die Sechsklässler. Ja, die sind jetzt schon etwas stärker. Essen ist serviert. Ihr seid das Essen. Los, Wunderarsch. Okay. Machen wir hier unseren Turm hier. So, sehr schön. Und das trifft den zumindest schon mal. Unfair. Okay. heult der kleine Viertklässler jetzt? Ja, guck mal, hier gewackelt. Sehr gut. Ja, wir nutzen hier schon alle möglichen Vorteile aus. Inklusive Mikroaggression, was ihn anscheinend ziemlich geschwächt hat. Huiuiuiui. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Okay, Moskito macht den platt. Zack. Sehr schön. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Mein Turm. Nein, mein guter Turm. So eine geile Sache. Okay, dann Scott. Hau mal auf die Beine drauf. Das hat ihm die Puste geraubt. Ich weiß das. Wie jeder Moskito kann ich Kohlendioxid orten. Okay, das widert ihn nur an und nimmt ihn Teil von seinem Schutz. Den Zorn von Humankind. Oh, dich habe ich ja auch noch drin. Naja, dich wollte ich eigentlich jetzt da drin haben, aber na gut. Brennende Haare, mir ist der Blutdurst vergangen. Dann auf euch alle 3. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Ja, so schwer sind sie doch nicht wie gedacht. Oh, das lag falsch. Perfekt. Die wichtigste 29. Mahlzeit des Tages. Wer ist das nächste Ziel, Mann? Ja. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, ja. Sehr schön. Bleib liegen. Hält einer weg. Gleich riecht's hier verbrannt. Und zack. Ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. Und jetzt nochmal du. Zack. Du haust echt ordentlich zu. Wen infiziere ich jetzt? Und dennoch fertig mache. Das ging doch relativ fix. Viel schneller und besser als gedacht. Das war mal eine echte Abreibung. Oh ja. Sehr gut. Du hast gewonnen. Ketten des Haffi-Rads haben wir noch ein 68er Artefakt. Und Sack mit Hundescheiße 35 Mol und 2,13 $. Okay. Die waren doch jetzt relativ gut machbar. Na gut, dann gehen wir jetzt mal kurz mal zu der Artefakte. Gucken wir mal an, was ich durch hab. Eventuell auch hier. Jawohl, sehr schön. Bringt nochmal die Ultimativkrafterholung um 3 zurück und Statuseffekt Schaden auch nochmal ein bisschen. Ein bisschen weniger. Okay. Muskeln, Hirn, Mumm und Gesundheit steigen dafür. Gerade mal gucken, im Gegensatz zu dem. Bringt es eher was, ja. Machen wir das so. Ausgezeichnet. Gut, das war schon ein ziemlich mächtiges kleines Artefakt, muss ich sagen. Und gut, der Sextester wollte Heulen mit Schwäche gleichsetzen, dabei ist es doch eine Art, Empathie für Randgruppen auszudrücken. Heldenhafte Narbe haben wir auch noch als Kostüm. Und Stoffballen haben wir auch noch gekriegt. Ausgezeichnet. Können wir jetzt da rüberlatschen, oder? Ah, sehr schön, so können wir auch zu Starks Teich endlich gehen. Öliger Lappen haben wir hier noch in der Mülltonne. Kosmische Klammernrezept. Und Edgars Kleber gibt es auch noch.
Moment. Das müssen wir wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal craften. 72er Artefakt. Das machen wir doch glatt. Ausgezeichnet. 72er Artefakt. Ist das hier bei der Klenne? Nee. Da wird es hier wahrscheinlich dabei sein. Kosmische Klammern. Sehr schön. Macht Hirn und Gesundheit ends hoch. Verbündeten Gesundheit wird runter, aber kritischer Trefferschaden wird nochmal erhöht. Nehmen wir das Ding doch einfach. Sehr gut. Läuft doch richtig gut bei uns. Da können wir nicht raus. Und die können wir auch nicht fortschmeißen, ne? Nee, Holzhaufen gehen nicht weg. Leg dein Leben in die Hände Gottes. Dann kannst du sagen, er ist schuld, wenn's kacke läuft. Ja, genau so. So sieht's aus. Gut, noch etwas für Blitzfreak. Schnellreisefreischaltung. Freischaltung Starks Teich. Perfekt. Gut, da kommen wir jetzt aber nicht raus. Gut, dann denke ich, dass ich hier in dem Gebiet alles habe. Hier haben wir noch Jimbos Fishing. Netzpostfachschlüssel, wichtiger Gegenstand. Ausgezeichnet. Butters Garagenschlüssel haben wir ja auch noch gekriegt. Dann muss ich zur Post und noch dort hier gehen. Autsch. Hier, das kann ich jetzt auch noch wegmachen. Mit der Hilfe von Stan. Ausgezeichnet. Aber das ist so eine ekelhafte Verbündetenkraft. Und. Okay, was haben wir da noch? Wer ist der Kuhn? Hängt hier noch dran. Und have you seen this Mexican? Antwortet auf Mantequilla, auf den Namen Mantequilla. Das war Butters als Mexikaner in der Episode. Gut, jetzt haben wir den auch nochmal da dran befestigt. Und hat er nichts mehr an Tipps für uns? Hier im Zelt gibt es noch ein Drogenfläschchen, auch ein wichtiger Gegenstand. Hier hat anscheinend irgend so ein Meth-Head noch sein Zeltlager aufgeschlagen. Dort den Schneehaufen können wir mal wegmachen. Dort haben wir Klebeband und rostige Spritze. Na, herzlichen Glückwunsch. Diese neuen Freedom Pals klingen wie ein äußerst fähiges Superheldenteam. Dummkopf. Halt die Schnies. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Hast du schon verstimmt, hat der Typ. Gut, was haben wir denn hier noch? Wieder ein Busch, aber da dahinter ist nichts. Obwohl. Nee, da dahinter kann ich auch nicht gehen. Na gut, aber da dahinter. Hier kann ich dann gehen. Genau, zum Rucksack mit Camcorder und Kalbsrollen. Alles klar. Kommen wir jetzt hier vorbei. Ah ja, da kommen wir auch mit Captain Diabetes Kraft vorbei. Quatsch. Na. So. Und. Ausgezeichnet. Hätte ich eigentlich schon viel früher hier gekönnt, glaube ich. Na egal, komm. Besser spät als nie, oder? So. Perfekt. Und weg mit dir. Gut. Also am Starks Teich waren wir jetzt 8. Muss ich gerade mal auf der Karte gucken. Ja, Donor können wir noch nicht hier. Das wird wahrscheinlich Dr. Mephistos Labor sein. Ansonsten ja, Donor ging es noch nicht. Zu der Post kann ich. Den habe ich soweit. Dann die Post. Wo ist denn die Post? Gerade mal gucken. Bank, Post. Da ist sie doch. Okay. Post kann ich hier gehen und zum Buttersheim Haus muss ich auch noch. Da gehe ich jetzt aber erstmal hier die Stroß entlang und babbel nochmal mit dem Hansel wegen seine Fotos. Die dürften dann alle aufgehängt sein. Okay, sehr schön. Gucke, was wir noch so auf dem Weg finden. Aber wenn jetzt ein Haftbefehl gegen mich erlassen worden ist, ist es doch nicht, glaube ich, so klug, an der Polizei rumzulaufen, oder? Naja, egal, wir gehen mal trotzdem rein. Was sollst du denn sein? Politik. Tut mir leid. Politik. Okay, jetzt komme ich doch gar nicht mehr hier um dem... scheiße. Du machst also unkonventionellere Polizeiarbeit. Finde ich gut. Ah, mit dem können wir jetzt aber auch ein Selfie machen. Officer Mike. Okay. So ein produktiver Tag. Ja, aber können wir doch jetzt... Ach, verdammt nochmal. Tut mir leid. Politik. Scheiße. Okay, da können wir jetzt schon mal nicht hier gehen.
Na gut, dann gehen wir halt zum Postamt nochmal. Und schauen mal, was wir da noch machen können mit Netzschlüssel. Ja, komm schon. Laden. Wie ewig das als wieder braucht mit dem Lader. Könnte man gerade wieder bei so einem einfachen Spiel. Hoch. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du furzt ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Trifft dich in Sodo-Sopa mit bei Steed mit Mitch Connor. Die Einladung. Oh je, oh je, oh je. Scheiße. Das wird noch heftig. Aber im Endeffekt wird Cartman dann sowieso der Gegner sein, wenn es seine Hand ist wieder. Das ist so blöd. Deren Jennifer Lopez Episode, falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt gucke, die ist so dermaßen genial und witzig. SWAT-Team hier, ach Gott. Post Office, Dorfwolmerei. Ich mag hier das Fach nimmer. Predator-Streifen als Kostüm gibt's noch Schrott und Stoffballen ohne over 3. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die... Ach, halt die Schnut. Dann, wie sieht's denn bei euch aus hier? Sind das jetzt auch Polizisten, gegen die ich kämpfen kann, oder? Ja, es lädt noch. Okay, da habe ich jetzt aber nichts freigeschaltet gekriegt, oder? Nö. Okay. So what? Dann gucken wir nochmal. Da ist nochmal Schnellreise. Da kann ich zu ihr. Ein Klo im Spielplatz. Und da noch zum Kuhn-Versteck. Und da ist Mitch Connor dann. Okay, dann lösen wir das doch mal relativ geradlinig, würde ich sagen, indem ich zuerst zu Wendy gehe, dann zu Cartman und dann zu Mitch Connor. Ah, in die Bank kann ich jetzt auch reingehen. Ah, nicht schlecht, so kann ich jetzt auch erst schon zur Bank gehen. Und... Hey, was machst du da unten? Boachs. Hahaha, glaubst du vielleicht das Handy? Oh oh. Geiles Ding! Naja. Du hast ja echt Superkräfte im Arsch. Ich muss weg. Boah, das Geräusch. Gut, jetzt können wir aber wenigstens wieder zur Bank reingehen. Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Ah, die sind dann... Die sind gut, wenn die an mich glauben. Edgars Kleber, falsche Konten. Die Boyband-Musik von Ina. Ich würde es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Ach, das ist seine Mutter. Okay. Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Okay, was anderes haben die nicht parat hier, ne? Nee. Okay, ansonsten haben wir hier jetzt auch nichts, wo wir hingehen könnten. Das ist nur Craigs Mutter. Ansonsten bei den A-Stelle kann ich mich auch nicht Na, oder so. wenigstens kann sich Thomas zu Hause die Eier schaukeln. Ja, genau. Zumindest das. Ah doch, ich habe noch gesehen, du ist ein Yaoi gewesen. Hier. So. Benehmen am Bett. Alter. Alter Falter. Also was manche Leute zeichnen, das ist ja echt unglaublich widerwärtig. Ich meine, es geht hier um 10-jährige Kinder. Hallo? Oder 9-jährig sogar. Alter. Gut. Ah, da ist noch Big Gay Al's Katze. Sehr schön. Die kann ich mir auch noch Eis sammeln. Komm her, du. Big Gay Shadow. Okay. Wachs. Meine schwule Katze Boggy streift so gern durch den Wald. Sie ist so gern an der frischen Luft. Ich liebe sie so sehr. Okay, im Wald dann noch. Dann machen wir noch das hier weg. Sollen wir heute Tumult stiften oder für Unordnung sorgen? Ja und ja. Toolchat ist da! Jawohl. Wachs.
zack. Geiles Ding! Naja. Und mit so einem kleinen Furz hinterher. Alter. Jetzt haben wir wenigstens den Weg auch noch frei gemacht. Und in der heutigen Episode, würde ich sagen, kümmere ich mich noch um das, was Wendy für uns hat. So, dann gehen wir mal dort hier. Und, oh, die obdachlose Kleingeld. Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig. Das fühlt sich so warm an. Oh je, besiege alle Gegner. Ich möchte aber statt Humankind tatsächlich einen anderen haben. Und zwar hätte ich doch ganz gern... Nehmen wir mal einfach Wendy selber mit dazu. Ich mag Wendy mal ausprobieren hier jetzt nochmal. Bei dem ersten Kampf konnte man ja nicht so richtig ausprobieren. Gibt es Callgirl nicht weit. Schön mit dir zusammenzuarbeiten. Und zack. Ja, ich mag mal Wendy einfach so ausprobieren, ob die auch wirklich was taugt in so einem Kampf. Beim ersten Kampf war das ja leider so sehr blockiert, dass man nicht sehen konnte, ob die jetzt wirklich was bringt oder nicht. Das macht sich gut im Superhelden-Lebenslauf. So, jetzt kommt der Hansel, du Arschisser. Ach Gott. Mit seinem Holzmesser. Kommt der nächste Penner schon. Dann macht er mal fertig. Ja, das hat schon gut reingezogen. Ja, jetzt kommt der. 1, 2, Diabetes. Und Diabetes im Anflug. also den würde ich echt ganz gern drin behalten. Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirl. Okay, das ist... Verprügle einen Gegner und füge ihm Verlangsamung zu. Das ist Schaden- und Verteidigungsverringerung. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Block und erzürnst einen Feind. Das ist auch ziemlich gut. Dann machen wir den erstmal fertig hier. Super gedachst. Hey, jemand hat mit deinem Namen 6 Paletten Viagra gekauft. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Gut, jetzt wieder ich. Ich finde dich cool. Machen wir die beide jetzt. Und zip. Also ich wäre dafür, dass man Wendy bei uns aufnimmt. Weil definitiv, das ist ja so Salami-Veranstaltung. Du wärst nicht verkehrt, wenn man ein Mädel dabei hätte. Ich hoffe, das ist Tomatensaft, Neuer. Nee, leider nicht. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Boah, der Typ ist so echt eklig. Der ist so richtig verranzt. Jetzt weiß ich, wieso du keine Essensbilder postest. Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Und zack. Habt ihr das gesehen? Sehr schön. Hat hier jemand ein Callgirl gerufen? So kann ich den doch nochmal. Kann ich den erzürnen und blocken. Dann kriegt der jetzt auch was auf die Schnut. Dann war es zusammen mit dem Messerstecher hier. Ansteckungszeit. Und rufende Wetter. Du ekelst mich echt an, Moskito. Sorry, not sorry. Hast du mich wirklich gerade sorry, not sorry? Sorry. Und drauf. Sie sollten nicht zum Admiral befördern, Captain. Callgirl zieht ins Gefecht. Dann Wendy. Callgirl ist kein Passwort zu komplex. Wundert mich, dass die Penner-Handy haben. Eigentlich würde ich ganz gern Wendys Kraft sehen. Aber bevor... Ja, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, ich mag Wendys Kraft sehen. Schwere zur Action. Bestaunt die wahre Kraft des Diabetes. So, ich mag Wendys Kraft jetzt einfach sehr. Ein Flashmob, der die Leute zusammen... der die Leute umhaut. Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Sehr, sehr gut. 10 Nagel mit Fußpilz haben wir noch. Igitt und 66 Cent gibt's auch noch. Okay, das war doch mal interessant. Pennerprügler, besiege 10 Penner. Okay, da würde ich aber sagen, an der Stelle mache ich jetzt hier meinen Cut.
Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.